Ciao zusammen, ich bin der Jürg und heute spielen wir eine Runde Tischtennis. Und wir starten direkt mit der Vorrunde. Ein Satz und 3 Punkte zum Matchgewinn. Keine Ahnung, was da genau gemeint ist mit der Berechnung, aber wir starten jetzt einfach mal rein. Da und da Anschlag, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht, Tennis. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie her. Ja, es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus sogar. Wir smashen hier dem Karta-Zwerg die Bälle um die Ohren. Komm. Jetzt nochmal. Jawohl. Und PAM! Hey, jetzt aber. Ja. Der kann den Konter. Der kann den Konter, aber das mal nicht. Jawohl. 1:0. Dann holen wir ihn jetzt. Jetzt geht es aber nicht mehr so lang. Das mal smashen wir ihm den Ball. Der Ball, der Tennisball, der Tischtennisball natürlich um die Ohren. Oh, noch mit Glück. Wir holen ihn. Wir holen ihn und gerade nochmal. Hey, wir sind wieder Roger Federer, wo er dort Wimbledon zum 8. Mal gewonnen hat. Jawohl, 2:0. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Punkt. Jawohl, so ist es noch ein Punkt für den Matchball und den holen wir uns extrem schnell. Komm, pam, zack und bah! Nein, ich vergex wieder richtig loslassen, aber wieder richtig kontert und nochmals querschlagen. Und jetzt, das war's, jawohl, wir gewinnen in der ersten Runde 3:0 und wir gehen gerade ab zum nächsten Gegner. Und da sind wir jetzt im Halbfinale, wieder ein Satz und 3 Punkte Match, also so wie vorher. Und wir werden hoffentlich auch so wie vorher da die Celine einfach wegtatschen. Anschlag ist wieder auf unserer Seite. Und wir kriegen keinen richtigen Power-Anschlag her und ich verkex. Es gibt's doch nicht da. So einen einfachen Return. Meine Güte. Nein, es ist schon 2:0. Matchball. Jetzt Matchball, weil ich 2 richtig Fehler gemacht habe. Jetzt heisst es Punkte und kein Fehler mehr erlauben. Da schon mal der erste Punkt. Yes. Wir sind wieder da, das muss schnell vorwärts gehen, gar nicht Wiederholung anschauen und gerade den nächsten Punkt holen, damit der Match auch wird verlieren. Pam, wieso so schwach? Aber jetzt, pam, jawohl, Ausgleich 2:2. So, gerade weiter. Einstand, okay. Und jetzt einen schönen Angriff da starten, komm, zack. Ja. Und pam! Jetzt ist fertig. Jetzt drehe ich auf. Jetzt ist Roger Federer. Nein! Das ist ein 3-Punkte-Satz. Okay, Matchball. Boah, jetzt schon gedacht. Okay, man braucht wirklich 1 Punkt Differenz, wie es aussieht. Aber wieder, kaum habe ich eine grosse Klappe. Hey, klappt es nicht. Und wenn ich keine Klappe mehr habe, mich benehmen, dann klappt es auch mit der Punkt. So. Aber ja. Keine Worte. Hey. Richtig schlecht von mir, richtig schlecht. Aber jetzt auch perfekt returned. Nochmal, das kann es nicht je spielen, so schlecht. Wie soll ich denn da im Finale etwas zustande kriegen, wenn ich schon im Halbfinale so scheiße spiele? Aber da haben wir wieder den Ausgleich, yes. Gerade weiter, schnell. Und das mal darf ich den Aufschlag nicht verhauen. Jawohl, perfekt. Das mal haben wir ihn verwünscht und jetzt auch wieder schön returned. Und nochmal, komm, und pam, yes, schön curved. Und jetzt bist du fällig, jawohl. 5:4. Jetzt haben wir Matchball. Und den will ich einfach gerade direkt verwenden. Den Matchball. Auch wenn unsere Celine da den Aufschlag hat, perfekt retourniert. Nochmal zurückkommen. Jetzt läuft's. Pam! So, und nochmal schön retour und ein Spin und zack, jetzt. Komm. Nicht so pussymäßig. Jawohl, richtig Power dahinter. Und da haben wir 6:4. Und wir gewinnen, oder? Jawohl, wir haben gewonnen. Jetzt stehen wir bereits im Finale. Und in dem Finale erwartet uns der Huge Combo an Russ. Zum Glück kein Chines oder Koreaner. Ein Russ, aber der wird sicher auch verdammt schwer sein. Loggen den an. Das ist so ein halber Ding. Seht ihr mit seinem Loch in der Mitte da. Wie heisst er da? Fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Und gleichzeitig muss ich da noch Tischtennis spielen. Wie heisst er? Schreiben Sie in die Kommentare rein, der in der Mitte da am Brustkorb doch das Loch hat, da, wo leuchtet. Fuck, da.
Ach, es fällt mir nicht ein. Aber wenigstens haben wir den ersten Punkt. Und im Finale, habt ihr gerade kurz gesehen, ist ein 6-Punkte-Match. Und somit geht es sicher mal länger. Und wenn wir so schlecht spielen wie vor im Halbfinale, dann geht es noch extrem viel länger. Aber ich gebe mir das Beste. Und bisher sieht es auch sehr gut aus. Und nein, er holt ihn noch. Aber jetzt... Hey, komm, den holst du nicht mehr. Er holt ihn noch. Bam! Jawohl, das 2:0. Aber mir fällt immer noch der Name nicht ein. Wie heisst jetzt der schon wieder? Meine Güte. Ach, das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Hey. Ach, hey, so peinlich, dass mir der Name nicht einfällt. Hey. Oh, hey. Okay, weg, vielleicht kommt es irgendwann. Es liegt mir eigentlich auf der Zunge. Aber wir lassen es. Und da kassieren wir den ersten Gegenpunkt. Was ist das für... Sag mal, erste Gegenpunkt. Scheißegal, wir verhauen auf jeden Fall wieder mal den Anschlag. Aufschlag. Ja, mein Spiel ist scheiße, mein Deutsch ist scheiße. Aber den Sieg, den geben wir uns noch nicht aus der Hand. Den holen wir uns. Und wir führen jetzt bereits 4:2. Das ist schon mal etwas. Einfach wieder konzentrieren auf das Spiel. Und dann wird das schon kommen. Dann kommt das sehr gut mit dem Powerschlag, wo er nicht mehr kontern kann. 5:2. Yes! Und jetzt haben wir Matchball, oder? Jawohl, wir haben Matchball. Sehr schön. Und den verwerten wir direkt. Den verwerten wir ihm direkt. Leider nicht ganz direkt, aber... Nein! Was ist das für ein Top-Schlag vom anderen? Aber wir haben immer noch Matchball. Und wir verschlöten nicht. Okay, sehr schön. So, alles ist zu unseren Gunsten. Alles läuft zu unseren Gunsten. Bam! Bam! Jawohl! 6:3! Wir gewinnen das Finale! Jawohl! Sauber! Und da stehen wir natürlich auch zuoberst oben auf dem Treppli, wie es nicht anders sein kann. Ich weiß auch immer noch nicht, wie der Typ heisst. Oh, mir fällt das nicht ein. Aber ich bin mir sicher, ein paar von euch haben bereits den Namen unten hergeschrieben, über welchen Typ bzw. welchen Film ich hier rede, wo mir einfach nicht in den Sinn kommt. Ich danke auf jeden Fall denen, die das gemacht haben. Und ich danke auch dir, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn das der Fall ist und du hast den Kanal von PlayVC noch nicht abonniert, dann mach du das, denn das ist kostenlos. Und genauso, wenn du mehr noch von mir sehen, findest du da oder irgendwo da, findest du jetzt ein Symbol zu meinem Kanal. Und natürlich kannst du auch sehr gerne dort das Abo da lassen. Jetzt bin ich auf jeden Fall draußen und wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!